Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Deborah Staduma aus Dicken im Kanton St. Gallen. Aus dem bündnerischen Tschapina Regula Schmid. Aus Sörenberg im Kanton Luzern Sabrina Staduma. Von Scherz im Aargau Sonja Vogt-Meyer. Aus Seedorf im Kanton Uri Erika Arnold Fessler. Von Wilchingen im Kanton Schaffhausen Maja Tappole. Und aus dem bernischen Utzisdorf Heidi Lutzdorf. Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Kaum hat sie ein paar freie Minuten, geht Sonja Vogt-Meyer walken. Das muss auch kurz vor dem Landfrauenessen sein. Ihr liebstes Ziel ist ein Weiher. Da kommt sie abends zur Ruhe. Jetzt bin ich natürlich nicht ganz so tiefenentspannt. Der Puls ist nicht so runtergefahren. Bin schon so ein bisschen am Überlegen, habe ich alles gedacht? Einerseits und andererseits ist es mega leise. Ich denke, die Landfrauen sind schon bald unterwegs, alle weg. Jetzt kommen sie dann. Sie hat mir noch geschrieben, sie freuen sich. Und ich freue mich auch. Liebe Landfrauen, wie ihr vielleicht wisst, sind wir hier in Bruck. Das ist das Wasserschloss der Schweiz. Wir haben Zusammenläufe von Ahnen, von Reuss und von Liman. Die Landfrauen sind unterwegs im Aargau und schon gut in Fahrt. Ich passe mich an in der Region. Es gibt ja ganz viele Rüebli. Und dass ich mich orange anlege für sie, extra für Sonja. Ich bin 10 und sie ist Rüebli. Zu Scherz steht Sonja jetzt in der Küche fürs Landfrauenznacht. Es gibt keine Rüebli, keine Erbsli, sondern Mais. Damit kocht Sonja zusammen mit ihrer Schwägerin eine Süssmaissuppe zur Vorspeise. Dazu gibt es Chips aus Federenköhli. Mit Öl, Paprika und Chili kommt der in den Backofen. Danach auch noch die Hühner lassen. Das ist der Beste, gell? Irgendwann macht man kurz einen Prozess. Fertig. So. Heute ist das 4. Essen. Die Frauen kennen sich. Ich denke, sie ist ein Perfektionist, Sonja. Sie werde alles perfekt machen. Ich denke nicht, dass sie so fest im Stress ist. Sie wäre das recht gelassen nehmen. Sie hat das wirklich über eine längere Zeit geplant. Und ich freue mich einfach für ein Wahnsinnsmenü jetzt heute. Ich bin bis jetzt noch immer falsch gelegen mit meinen Vermutungen. Darum sage ich heute lieber nicht so, dass ich sie vermute. Konkretere Ideen gibt es zu der Deko. Ich kann mir vorstellen, etwas mit Kürbis in der Farbe Orange. Sind wir wieder beim Thema Rüebli. Genau. Sie ist eine sehr geradlinige Person, sehr klare, mit vielen Überraschungen gleich, mit ihrem trockenen Humor, den sie hat. Ich glaube, das kommt gut. Lassen wir jetzt die Suppe kochen. Ja. Und du bist schon ein bisschen voraus mit deinen Streuseln. Kannst du auch dort, um die Streusel fertig zu machen, jetzt noch einen Moment dann warten? Alles haben sie exakt durchgeplant. Ich glaube, es ist... doch, ich glaube, du könntest mir sehr gerne schnell helfen. Genau, wir nehmen es ab. Die 2 Schwägerinnen sind beide gelehrte Hauswirtschaftslehrerinnen und haben sich vor über 30 Jahren in der Ausbildung gelernt kennen. Gut, schön. Ja. Ich finde, wir funktionieren eigentlich noch gut miteinander. Weil wir einander eben relativ gut kennen und so ein bisschen wissen, wo das Messer ist und so. Also das denke ich schon. Ja. Und wenn nicht gerade beide, niemand von uns gerade hyperventiliert, dann etwas nicht gerade so ist. Ja, genau. Also vielleicht ist es nicht anders. Im Normalfall ist es so. Genau.
Die Landfrauen sind schon bei der Habsburg vorbei. Nächste Station: Scherz. Hallo zusammen. So, liebe Landfrauen, herzlich willkommen in Scherz. Ich hoffe, ihr habt schön den Weg gefunden. Und ich möchte euch gerne meine Familie vorstellen. Das ist hier mein Mann, der Dani. Hallo zusammen. Hallo. Nebendran ist Katrin, unsere jüngste Tochter. Hallo zusammen. Dann der Sebastian, der Mittlere. Hallo zusammen. Hallo. Nebendran der Pascal, der Älteste. Hallo zusammen. Hoi. Und nebendran meine zwei Schwägerinnen, die Lisa und die Marianne. Grüezi miteinander, hallo zusammen. Die Lisa ist mit mir in der Küche. Nachher dann wieder. Und die Marianne hat mit mir die Deko gemacht. Ich schenke euch jetzt etwas zu trinken. Ihr kommt ein bisschen näher und dann geniessen wir es miteinander. Ja, natürlich. Ich gebe es euch doch so. Gell? Hör auf. Was du trinkst, das gut? Also, okay. Herzlich willkommen. Yeah. Prost! Prost! Können wir auch anstoßen? Mega schön. Jeden Morgen schaut Sonja, wie es ihren Blumen geht. Und ihr sind auch ganz schön geworden. So schön die Samstag. Und dann noch ein paar Himbeeren. Eine kleine Stärkung für einen Arbeitsweg. Sonja unterrichtet Hauswirtschaft und Englisch im Nachbarort. Schon seit 31 Jahren. Ich freue mich immer, um in die Schule zu gehen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich mit Menschen zu tun habe in der Schule. Einerseits mit meinen Lehrerkolleginnen und Kollegen und andererseits natürlich eben mit den Schülerinnen und Schülern. Es ist lässig, es ist immer eine Überraschung, wie es ist, wie sie sind, wie ich bin, wie wir es zusammen haben. 3-mal in der Woche fährt sie an die Schule zu Bier. Heute steht Kochen auf dem Stundenplan. Okay. Jetzt, wenn es so weit ist, das Fleisch, schalten ihr abschalten. Und zwar geht ihr etwa aufs Zähne runter. Dann tun ihr den Rest des Fleisch rein, tun es schön anbröteln, tun die Kräutchen mitbröteln. Nachher tun wir das Wasser und Bouillon anleeren. Und ganz am Schluss, da könnt ihr noch den parat machen, und ganz am Schluss tun wir ein halbes Becherchen Soßenhalbraum dran. Die zwei Gruppen teilen das Becherchen, die zwei Gruppen teilen das Becherchen. Und das Liebe schalten wir jetzt den Dampfabzug mit ein. Jetzt müssen wir ein bisschen verstinken hier drin. Ihr könnt jetzt Kräutchen mitbröteln. Ich glaube, ihr habt Wasser und Bouillon noch nicht parat. Jetzt Gas geben, Kräutchen. Er macht das, der Alex macht das. Die Jugendlichen von der 2. Sek stehen heute das erste Mal am Induktionsherd. Können Sie, dass ihr nicht runtergeschaltet habt? Und du machst mir da die Pfanne kaputt. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ruiniert die Pfanne, wenn man nicht ganz richtig auf den Herd geht. Ja. Wenn man daneben geht, dann kaufe ich jede Woche eine neue Pfanne. So, wo ist euch ein zweites Werkzeug? So, kehren. Jetzt Gas geben. Schon zu spät. Es ist etwas angebraten. Oh, super.
So, man muss das einfach abschaben. Ich mache das auch mit Abschaben mit dem Messer. So das schwarze Zeug. Essbar ist das ja schön. Nein, da müssen wir nicht abschaben. Da gibt doch ein bisschen den Geschmack. Das ist doch schon. Schnitzeltraust. Und schon wird die Lehrerin am anderen Herd gebraucht. So. Kann ich es nicht wegnehmen? Es läuft, wie es häufig läuft. Man muss mit allen Sinnen bei der Sache sein. Und ich vergesse manchmal ein bisschen, dass sie noch ganz frisch jetzt eigentlich da im praktischen Unterricht sind. Das ist so ein bisschen da, wo ich denke, sie wissen es jetzt da noch nicht. Aha, ja, sie können es wirklich noch nicht wissen. Geschafft. Das Poulet-Geschnetzelte mit der Kräuterrahmsauce ist fertig. Ihr dürft jetzt einfach einen Moment lassen. Ja. Sie haben auch für die Lehrerin gekocht. Zum Geschnetzelten gibt es einen Salat mit einer sauber gemachten Sauce. Et voilà! Wow, jetzt schaut das an. Hä? Darf man ein Foto machen? Los, ihr dürft, jawohl, ihr dürft ein Foto machen, sicher. Also, nicht 500 Snaps verschicken, sondern einfach ein Foto und weglegen. Wie immer nachher weglegen. Hä? Hat schon mal jemand von euch selber Nudeln gekocht, zum Beispiel? Auch schon? Es ist wunderbar. Es ist sehr fein. Fabian, gell, hast du sie gemacht? Hat eine gute Salatsauce gemacht. Sehr fein, sehr fein. Möchte ich wieder mal haben. Und auch sonst zu essen. Ist richtig gut gelungen. Tipptopp. Und Gabi, auch ist nicht schlimm, Fabian Schumel, dass es ein bisschen dunkel geworden ist. Daheim zu Scherz geht es weiter mit der Arbeit. In der Werkstatt hinter dem Haus hat Sonja für das Landfrauenessen zu tun. Der Sebastian hat heute frei und wäscht gerade seine Ski für das nächste Interregio-Training auf dem Gletscher. Alte Silberlöffel schlägt Sonja zu Serviettenringen. Sie hat schon ein paar davon gemacht und weiss mittlerweile, auf was schauen. Und jetzt kommt der schwierigste Teil hier vom Armreif. Armreif? Genau. Diesen Serviettenring sollen die Landfrauen auch am Arm tragen. Ich lege ihn mal an. Er passt fast. Es hat hier unten, da schauen jetzt noch vielleicht 2 mm, 1-2 mm in die falsche Richtung. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Gewalt anwenden. Wer mich kennt, weiss, dass ich pingelig bin. Und wenn ich etwas mache zum Verschenken, dann muss es schön werden. Und es muss diesen Frauen gefallen. Ich wette, dass diesen Frauen das gefällt. Mhm. Jetzt ist Zeit für die Znacht. Heute ist die ganze Familie daheim. Du gehst nachher gut fahren. Was hat der Ranzini? Auch der Sebastian ist heute da. Seit kurzem wohnt er unter der Woche auf einem Bauernbetrieb, wo er die Lehre zum Landwirt macht. Theorieprüfung gemacht. Der Pascal ist der Älteste und ist im letzten Lehrjahr zum Fahrzeugschlosser. Die jüngste Katrin geht noch in die Schule. Ist mir noch ein Fleisch besser gut. Und Katrin hat morgen einen Creme drin, hä? Nein, das ist mega. Ich nehme so Wunder, wie das abläuft. Ich will dann alles wissen. Der Daniel betreibt Ackerbau. Er sollte diese Woche Spinnen ernten. Und der Spinat? Das hat etwa 70 Tonnen Spinat gegeben. Und es hat Raps drin? Vereinzelt. Und den habe ich jetzt einfach rausgenommen. Weil das ist also der grösste Anspruch, den ich habe, dass einfach der Raps draussen ist. Oder? Weil der tut so kühlen. Ein bisschen Joghurt mag schon verleiden, aber der Raps mag es nicht leiden. Und so wird es langsam Abend im Aargau bei Scherz. Feierabend hat Sonja noch nicht. Sie macht jeden Montag Teig für etwa 150 Brot. Die verkauft sie ab Hof.
Schon als Jugendliche hat sie gerne gebacken und weiss darum, wie das Brot am besten gelingt. Die meisten Leute, die Brot machen, sagen, hey, mir gelingt das Brot gar nicht, es geht nicht richtig auf. Und so. Die machen eigentlich alle einen trockenen Teig. Also es ist wirklich, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Kunst an sich, dass man die richtige Feuchte macht vom Teig. Die besondere Spezialität von Vogts ist Brot aus dem Holzofen. Der Daniel macht dafür Scheitli parat. Stimmt, das sind da genau 20 Kilo. Würde er mehr Holz nehmen, würde der Ofen zu heiß und das Brot schwarz. Der erste Teig ist fertig. Sonja backt ganz unterschiedliche Brote. Sie muss noch 5 Bäckchen mehr voll Teig machen, bis sie dann kurz ins Bett kann. Einführen tut Sonja jetzt Nacht um 3, wenn sie wieder aufsteht. Seit dem 3 ist Sonja am Backen. Das gibt es dort Tomatenbrot. Ich mache das Backen wirklich extrem gern. So Teige spüren, wie es werden halt auch. Und das Resultat dann an sich und es meistens hoffentlich ein nettes Echo von der Kundschaft macht's. Das ist quasi der Lohn fürs frühe Aufstehen. Der Ofen hat die richtige Temperatur. Das Holz kommt raus und das Brot rein. Da sieht man wirklich, dass man das Zweite sein muss. Das könnte man nicht alleine machen. Dann ist der Ofen viel zu lang offen und dann ist eigentlich schon die Anfangshitze ist dann schon verloren, oder? Es muss schnell gehen. Der Ofen darf nicht zu kalt werden, aber auch nicht zu heiß sein. Seit 20 Jahren backen sie schon Holzofenbrot. Letzte, gell? Ja, fertig. Dass das Timing stimmt, das ist eigentlich der Knackpunkt. Aber irgendwie nach 20 Jahren, also wenn du es dann noch nicht kannst, dann musst du hören. Wobei, nein. Da muss ich jetzt reden. Nein. Wir schaffen es auch immer nach 20 Jahren mal, dass wir wieder 3 Brote einen schwarzen Boden bekommen. Da muss ich den Leuten erklären, so, willst du bitte das Brot mit dem schwarzen Boden? Du hast doch noch gerne dunkel. Weißt du, das ist dort, wo das Feuer war im Ofen und ich habe das Feuer zu wenig gleich weg da. Also nach all diesen Jahren muss ich auch gleich noch wieder so ein bisschen rechtfertigen, dass eben mal ein schwarzer Boden da ist. Und dann ist Sonja parat für den Verkauf. Guten Morgen. Hoi! Erwin! Jetzt ist alles unter Kontrolle. Einmal Knebeli, einmal Holzofen. Gell? Super. Und du hast ja schon getwintet. Ja. Gell? Danke. Gut. Schöne Woche. Danke dir. Du gleichfalls. Danke, du hast eine grosse Ei, oder? Schönen Tag. Wieder schauen. Tschüss, gleichfalls. Danke. Tschüss, Werni. Oh, Andi. Ich habe noch helle Urdinkel oder ein Knebelini. Knebeli, Römerbrot, das ist mit gehobelten, gerösteten Haselnüssen. Oder ein Dörrtomatenbrot, weißt, mit scharfen italienischen Kräutchen drin. Merci. Danke. Danke dir. Sagst du Peter an Gruß? Ja, mach ich. Tschüss, Sonja. Danke, tschüss. Das mache ich gerne. Das ist also der Grund, wieso ich nicht Selbstbedienung hier mache. Sondern es gibt Ärmel hoch und dann bin ich da. Da möchte ich alle sehen, die kommen. Schau da, danke vielmals. Ja, danke. Super, danke.
Am Nachmittag fährt Sonja auf die andere Seite der Aare, zu ihrem Sohn Sebastian auf Oberflachs. Sie braucht noch Wein fürs Landfrauenessen. Den bekommt sie auf dem Lehrbetrieb von ihrem Bub. Der Sebastian ist ganz frisch in der Ausbildung. Seit er klein ist, weiss er schon, dass er Bauer werden will. Ach, wirklich da in der Bauer. Hoi zusammen! Hoi Sonja! Du siehst, Sebastian ist voll im Einsatz. Der macht jetzt die Kuh weg. Der Stella heisst sie übrigens. Für morgen und haben wir eine lineare Beschreibung. Und jetzt sind wir hier schön rausscheren. Wir sind perfekt. He? Also wo muss ich noch? Ja. Also das Ich kann sie genau. nicht schneiden. Nicht wichtig, nicht steil, gell? Ja, das ist halb. Ich gebe dir wieder, gell? Du machst es besser. Sonja oder Daniel hatten früher selber Kühe. Ich habe immer gerne Kühe gehabt, wo wir noch selber Kühe hatten. Und jetzt ist so habe ich schon ein bisschen Berührungsängste. Aber ich würde jetzt die am liebsten so ein bisschen knuddeln. Aber ich weiss, die haben das nicht gerne, wenn sie hier eingesperrt sind. Das sollte man nicht. Der Sebastian hat die eigenen Kühe nicht mehr erlebt. Stella, ein bisschen. Oh, gut. Aber du bist ja nicht wegen der Kuh gekommen, gell, Sonja? Ich bin nicht wegen der Kuh gekommen. Nein, ich bin natürlich wegen dem Wein gekommen, gell? Ich würde den gerade holen. Wunderbar, das so laut von der Ochse. Super, mal, machen wir. Also, das ist jetzt deine erste, die du scheren? Nein. Hast du schon mal eine? Nein, vor Also da, wo du vor in der der Ausstellung gekommen Weiterschau bist? haben wir ganz viel geschoren. Schau jetzt, hier habe ich den Garanoir, den hast du ja für die Soßen ausgelesen, gell? Für die Landfrauen gibt es Schweinsfilet-Medaillon mit einer kräftigen Weinsauce. Und Wein auch, den wir hier haben. Ja, ich nehme den zuerst. Das ist gut. Ja, merci vielmals, dass du hier bei uns vorbeigekommen bist. Sicher, Ich wünsche dir viel Erfolg an diesem Essen am Samstag und hoffe, wir haben wirklich den passenden Wein dazu. Genau. Viel Glück. Und du siehst es dann, Tschüss. das Wort nicht. Ja, wohl, sicher. Genau. Tschüss. 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 Bis am Samstag. Ja. Bei den Landfrauen. Ja. Also gut. Tschüss. Mach's Tschüss. gut. Tschüss, Stella. Ja, Junge. Tschüss. Jetzt hat sie alles beieinander fürs Wettbewerbsessen. Der Daniel kann heute Spinnen ernten. Er baut für grosse Firmen Verarbeitungsgemüse an. Daraus gibt es Tiefkühlspinnen. Die Arbeit auf dem Feld macht er allein und unabhängig von seiner Frau. Es gibt etwa 70 Tonnen Spinnen. Und für mich ist das ist für mich mein Lohn, wenn ich ernten kann. Das war heuer jetzt ein bisschen schwierig in diesem Jahr mit dem vielen Regen im Sommer, aber das ist jetzt perfekt. Das ist richtig gelungen. So macht es natürlich Spass. Oder? Das ist cool. Das ist unser Business, oder? In ein paar Stunden sind die Blätter schon verhackt und tief gekühlt. Perfekt. Der Stall, der als Haus angebaut ist, wird parat gemacht für das Landfrauenessen. Da verhelle Büschel drauf. Sonja hat Hilfe von der zweiten Schwester von Daniel, der Marianne.
Genau. Ein bisschen Fest. Noch ein frisieren, das will ich. Da kommen die Kerzen drauf. Und jetzt müsste ich werden, gell? Früher sind in diesem Stall Kühe gestanden. Heute gibt es ein schickes Esszimmer daraus. Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Und wenn wir jetzt genug lang laufen, dann können wir dann durchaus auch das Wasser von hier nehmen zum Trinken. Das ist ja normales Trinkwasser. Ich freue mich wirklich. Vor allem auch natürlich die anderen wieder zu sehen und sehen, wie sie reagieren und den Apero zusammen geniessen. Ja, ich freue mich. Ist schön. Ist schön geworden, hä? Hey, danke vielmals. Sehr schön. So gut. Ja, wirklich schön. So gut. Und dann brauchen Sonja oder Daniel noch ein bisschen Bewegung. So aufs Velo hocken, einfach wegfahren. Und du bist einfach zu Zweiten unterwegs und fährst irgendwo her, entweder mit Ziel oder kannst einfach mal fahren. Ja, das passt gut. Das ist so ein Inseli. Und zwar nicht der Ort ist ein Inseli, sondern das Weggehen ist so ein Inseli für mich. Das ist heilig. Einmal in der Woche nehmen sie sich die Auszeit zu Zweiten. Oh, schau jetzt, da können wir da vorne aufs Mürli hocken. Bei der Habsburg kommen sie zur Ruhe nach einer strengen Woche. Willst du noch ein bisschen zu mir rutschen? Ich noch ein bisschen zu dir. Schön, ne? Die zwei wissen, was sie aneinander haben. Cool. Sonne ist eine Frau, die wirklich mit viel Energie und mit viel Power Sachen angeht. Und das gefällt mir. Das finde ich cool. Er ist so einer ohne doppelten Boden. Das habe ich auch schon immer so formuliert. Doch, da finde ich irgendwie so, er sagt, es ist gut und dann ist es gut. Das muss einfach ein bisschen Pfupf haben, ein bisschen Energie drin sein, unternehmungslustig, Ideen haben. Wir haben so viele Programme und Sachen. Aber es ist lässig, so ist gut. Jetzt kann er kommen, der Tag vom Landfrauenessen. Super. Das gibt die Rotweinsauce zum Fleisch. Drin hat es noch Mehl, Honig, Gewürz und Anke. Die Soße wird jetzt sogenannt aufmontiert mit dem kalten Anken. Und da muss man wirklich ein bisschen Geduld haben, dass man ein stückchenweise reinbringt, dass eben die Soße nicht, der Butter dann nicht plötzlich oben aufschwimmt. Schön, das probier schon mal. Super, schöne Erfahrung, mega cool. Ich finde genug Salz. Jetzt ist gut. Noch warte. Gut. Fein, super. Fein. Probier doch Also, einmal. mega gut. Also super. Ach, Also besser kann man es nicht machen. Nein, besser kann man es nicht machen. Gut. Die Schweinsfilet-Medaillons sind von der Freilandsäule vom Nachbar. Gewürzt werden sie nur mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Rosmarin. So werden sie niedergart. Das Fleisch ist sicher das Heikelste am Essen. Aber es ist, ich denke, es wird gut. Es ist schön gut gelagert, zart. Dann kann schon mal nicht so viel passieren. Kommen wir rein? Wow. Schwarz passt zu allem, weißt du? Ja. Mit Gabeln und so. Das ist so ein bisschen... Es fehlt dann einfach eins. Erst nach der Menüvorstellung öffnen. Oh. Das ist separat für dich. Okay. Ja. Hallo. Liebe Landfrau, fühlt ihr euch wohl? Ja. Sehr schön. Gut, ich komme euch das Menü von heute vorstellen.
Es gibt eine Süssmaissuppe aus Scherzen Süssmais. Dazu eine Streuselgarnitur und Federkohlchips. Dann gibt es ein Schweinsfilet Medaillon. Dann gibt es regionale Polenta. Dazu Ofentrauben. Zum Dessert gibt es ein Trübeli-Trio. Und zwar gibt es etwas mit roten, mit schwarzen und mit weißen Trübeli. Wow. Nice. Super. Da wäre das Menü. Und dann... Ihr habt jetzt auch einen. Ich habe euch einen gemacht. Ihr findet raus, wie ihr anlegen. Es gibt eine bestimmte Technik. Also, ich wünsche euch einen guten. Ich gehe zurück in die Küche. Danke. Merci vielmals. Aber er muss ja dann auch schon mal ein bisschen beraten. He? Die Maissuppe ist bereit zum Probieren. Dann habe ich gerade sagen, sie ist jetzt natürlich noch ein bisschen zu wenig heiß, aber man schmeckt sie eben recht gut. Fein. Wenn sie nicht ganz heiß ist, kann man den Geschmack recht gut beurteilen. Man schmeckt das Mais, man darf sie nicht scharf würzen, schmeckt man das Mais nicht mehr. Wir lassen sie genau so. Jetzt wunderbar. Gut, Polenta ein bisschen roden. Ja. Neben der Suppe steht auch schon die Polenta auf dem Herd. Ich glaube, wir haben es im Griff. Ja, also bei der Vorspeise bin ich nicht so kribbelig. Das können wir gut, wie wir es daraus anrichten. Genau. Sind wir so ein schön Spannung aufbauen, glaube ich. Also unsere innere Menge, oder nicht? Ja, genau. Wir schauen. Ja, gut. Also. Die Frauen probieren schon mal den Wein zur Vorspeise. Ein weißer Riesling Silvaner. Darf ich das jetzt aufmachen, das Liebesbriefli? Ja. Liebes Heidi, für dich haben wir Zucchetti Piccata gemacht. Sonja und Lisa, das Küchenteam. Auch Seid gut, ihr da noch etwas? Dass man es erst jetzt aufmachen darf. Zucchetti Piccata gehört jetzt zum Veggie-Hauptgang. Jetzt ist aber die Vorspeise bereit zum Anrichten. Das sind Kräuterstreusel. Sonja hat dafür Kräutermehl, Maisgrieß und Anken gemischt und im Ofen gebacken. Dazu gibt es Federkohlchips mit Chili. Ich hoffe, es kommt kein Windstoß. Ja, der Werner, Ja, servieren. Mit diesen Chips, die sind so leicht. Ja. Du tust bis so gut. Du tust es weg wegen dem Heiß. Ich tue es ja rein. Leer. Ich will einfach nicht, dass ich drüber. Du tust, wenn du allen angestellt hast, das zweite ist fürs Heidi. Gekochte Maiskörnchen gehören auch in die Suppe. Alle Frauen bekommen die gleiche Vorspeise. Für die Fleisch essen, gibt es noch Schinkenspeck obendrauf. So, Achtung, Lisa. Ja. Zur Vorspeise gibt es eine Süssmaissuppe mit Federkohlchips und Streusel. Schau, das Grün kommt. Ja, Nein, jetzt gut. kriege ich das Grün. Danke. Ja. Oh. Du weißt, ich bin nicht heikel, gell? Also, die Streusel, Frauen, das ist eigentlich gedacht, so mit Suppe zu tun. Ah, ja. Ich wünsche Ihnen einen guten. Danke. Sicher. Hi. Dann machen wir doch das. Ja. Gut zusammen. Farblich, gell? Farblich, aber ihr habt da sicher etwas miteinander abgemacht. Die Frauen bewerten bei jedem Gang die Kreativität und den Geschmack. Die Chips sind leicht, ein bisschen scharf, gell? Ja, sie sind. Pfiffig. Sie benoten auch, ob es saisonal und regional ist und wie ihnen die Präsentation gefällt. Dankeschön. Jede verteilt Noten von 1 bis 10. Mal. Wunderbar. Sonja hat mich hauptsächlich mit der Süssmaissuppe verwünscht. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ich kann es somit auch nicht vergleichen, aber die hat mir sehr, sehr gut gemundet. Das sind so knackige Chips aus einem Gemüse zu machen. Und also so eine Schärfe haben sie, die auch gut zu dieser süßen Suppe gepasst hat. Es war auch wunderschön warm. Ja, darum, wo sie in dieser Kachel hatte, denke ich. Und ja, es hat auch schön ausgesehen, optisch. Ja. Das gibt Zucchetti Piccata für die Heidi. Zucchetti zuerst im Mehl drehen, dann in der Sprints-Ei-Mischung bädeln.
Super. Stellen. Mitmachen. Die Schweinsfilet-Medaillon für die anderen Frauen sind im Ofen am Niedergaren. Wir nehmen die jetzige untere Seite nehmen wir als obere Seite. Dann tut das noch ein bisschen sich darüber ablegen. Das ist gut. Die Trauben sind mit Honig und Öl mariniert und gesalzen. So kommen sie kurz in den Ofen. Kannst du Fleisch... Jetzt musst du ganz ruhig da stehen, sonst machst du mich wahnsinnig nervös. Das ist gut. Ich wollte nur schauen, wo du die einstellen willst. Das ist gut, der Max verlieren. Gut, das ist gut. Ich stelle es einfach an. Die Nervosität steigt. Die Trauben dürfen nicht zu lange im Ofen bleiben, sonst verplatzen sie und das Fleisch darf nicht zäh werden. Die Schweinsmedaillon braten sie noch kurz scharf an. So. Jetzt kommt gerade die Deko in der Pfanne drauf. Ja. Und gar nicht durchsteuern. Zurück in die Form und sofort wieder in den Ofen bis zum Anrichten. Dann fällt noch ein Rosmarin. Gut. Wunderbar. So. Jetzt. Ein wunderbarer, feiner Pinot Noir. Jetzt kannst du nachher die 2 Teller nehmen und mir zum Backofen entgegenkommen und ich gebe dir das Fleisch dann drauf. Wenn wir es dir sagen. Auf die Polenta kommen eigene Baumnüsse mit Kreuzkümmel und Zucker mariniert. Auf dem Teller karamellisierte Quittenschnitzel. Auch ein Weinsauce. Ja, unbedingt. Töpfchen natürlich. Genau. Das ist nicht eine gute Nachricht. Gut. Dann kannst du mit dem Fleisch vorbeikommen und dann kannst du dir einen guten wünschen. So. Dann Lisa. Ja, super. Tipptopp. Okay. Und das ist der Hauptgang. Schweinsfilet-Medaillon, Ofentrauben und Quittenschnitzel und Polenta. So. Dankeschön. So, Entschuldigung. So. So. Danke vielmals. Einen guten Miteinander. Merci vielmals, danke. Einen guten? Ich weiß gar nicht, wie ich so anfangen soll. Bist du Gerti? Die Trauben sind fein. Ist sehr zart, finde ich. Quittenschnitz. Ja, Quittenschnitz. Was ist da drauf? Ich glaube, so ein bisschen karamellisiert, gell? Oder überbrennt? Und der Baumnüsse. Hat's da, was hat es da dran? Chili? An den Nüssen? Kurkuma. Kreuzkümmel, genau. Das meinst du? Ja. Und wieder bewerten sie den Gang. Es war für mich ganz ein stimmiges Gericht. Einerseits von der Kreativität her, also so wie das Teller präsentiert war, aber auch einfach von den vielen verschiedenen Sachen, die es drauf hatte. Das Fleisch war für mich ein bisschen zu wenig gewürzt, aber es ist Geschmackssache. Die Walnüsse, die sind mit Kreuzkümmel irgendwie angeröstet gewesen. Kreuzkümmel kennt man eigentlich in unserer Küche nicht so wahnsinnig. Ich kenne es von der orientalischen Küche. Und das hat mich sehr spannend gedacht. Mutig war zum Beispiel beim Hauptgang nicht das Gemüse dazu zu tun, sondern Trauben und Quittenschnitz. Hat auch gut gepasst. Und schon geht's ans Dessert. Es gibt 3 verschiedene Sachen mit Johannisbeere. Oder wie Sonja sagt, Trübeli. Es ist mein Liebstes. Ich finde, es ist so ein feines Beere. Die Kombination von sauer und dann kann man es eben, wenn man will, doch auch noch ein bisschen süß machen. Auch in diesem Schokokuchen hat es Johannisbeere drin. Und zwar weisse.
Ich mache die Bestäubung dann gerade auf dem Teller und du kannst dann überall ein schönes Stück. Und wenn ich nochmal eins schneiden muss, dann schneiden wir nochmal eins. Ja, aber jetzt kommt Die weißen Johannisbeeren machen den Schokokuchen besonders feucht. Ich will noch sagen, was du haben. Aus roten Johannisbeeren ist die Sauce, die sie gerade eingekocht hat. Es ist perfekt von der Konsistenz. Es ist genau jetzt so rausgekommen, wie es sein müssen. Ja. Genau. Die Glasse ist aus schwarzen Johannisbeeren oder Cassis. Als letztes noch eine Merenke aus dem Holzofen dazu. Du bist sicher auch bereit zum Türen aufmachen. Ja. Gut. Adi. Die Köchinnen haben es geschafft. Es ist uns nichts Tapferheit. Nein, ich habe das Gefühl auch Nichts abbrennt, nichts runtergefallen, nichts verbrochen. Nichts zu viel, nichts zu wenig. Ja. Es ist perfekt Und das ist das Dessert. Ein Trübeli-Trio mit Merenke, Glasse und Kuchen. Schöne Farbe. Danke vielmals. Oh ja, ist das schön. Hast du gesehen? Und die Merengue sind also im Holzofen gemacht worden. Ah, sogar. Einfach genau einen Tag nach dem Brot rausnehmen. Ja. Weil sonst ist es zu warm. Ja. Ja. Einen guten Miteinander. Danke vielmals. Danke. So schön. Einen guten. Einen guten. Kristallig, so ein bisschen. Ja, so cremig, oder? Ja, es ist extrem cremig. Ja. Extrem fein. Das ist alles fein. Was haben wir eigentlich gesagt, gibt es da zum Dessert? Was haben der Tipp? Rüeblikuchen? Voll falsch. Rüebli sind gar nicht drin. Ich höre jetzt den auftippen. Ja. Ja, mir war schon angelegt. Ja, genau. Jetzt sagen wir den mit der Kanne. Ja, genau. Der mit dem Deckel. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, es gibt noch Schlimmeres. Also. Danke vielmals. Ausser Rosmarin hätte. Also ich liebe halt wirklich süß und pampig und gut. Und gleich Zürich mit der Beere dazu. Super. Das Glas war so erfrischend, das Schokoküchli ist das, was man gegeben hat, ein bisschen Schoki dazu. Und das Mering war noch knusprig. Das hat eigentlich alles tiptop gestimmt. Eine wunderschöne Ambiance im Raum, sehr schön dekoriert. Das ist einfach schön. Jetzt können auch die Gastgeber ins Esszimmer. Wir haben es geschafft. Wir bringen euch ein Käferli, mal in der ersten Runde ein Käferli. Das möchtest du, dann kannst du auch eins. Einfach bis es um und um ist. Bitte, bis es Also willst du gerade rundum? Also ich kann euch noch, ich weiss nicht, was das Nägeli noch sagt, aber ich habe euch noch Niedelzettel, selbstgemachte Niedelzettel angestellt. Einfach noch so ein bisschen. Nächste Woche lädt Erika Arnold Fessler die Landfrauen auf Seedorf im Kanton Uri ein. Ja!